Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Mein Gott, sie gehört dir allein. Schönen guten Morgen, liebe Familie. Schön sind ihr alle da. Hey, heute Morgen wollen wir Gott loben und preisen. Schön sind ihr heute Morgen schon so früh aufgestanden am Wochenende. Das kann man euch schon mal hoch anrechnen, dass ihr heute Morgen angekommen sind. Auch ihr im Livestream herzlich willkommen. Schön bist auch du dabei und hast du eingeschaltet. Genau, heute Morgen wollen wir Gott loben und preisen. Gott ist der den Sieg errungen hat für dich und für mich. Er ist gestorben am Kreuz, Jesus ist gestorben und er hat den Sieg errungen. Und ich weiss nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch in deiner Woche, in deinen letzten Monaten Kämpfe gehabt, wo du einmal nicht weisst, wohin damit. Du weisst nicht, ob du die gewinnen wirst oder nicht, aber hey, ich sage dir etwas, Gott hat schon den grössten Sieg errungen. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Lasst uns doch gerade nochmal miteinander singen. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Und ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, ich heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein.
Ich erwarte dich, weil du mir versprichst, du bist ein Gott der Wunder.
Bibelvers vorlesen, Epheser 3,20. Dort steht: Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. 21. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Hey, Gott kann so viel mehr tun, als wir uns auch überhaupt vorstellen können. Er ist unter uns und er möchte wirken. Und ich fände es schön, wenn wir einfach noch vor der Predigt so einen Moment würden nehmen, wo wir einfach zu Gott kommen und mit deiner Situation, mit deinem Anliegen, mit deinem Leiden, dass wir zu Jesus kommen, dass wir es ihm vor die Füße legen und ihm zusprechen: Du bist so viel grösser als wir, du kannst so viel mehr tun. Nehmen wir uns doch gerade noch schnell einen Moment. Zusprechen, deine Kraft ist so viel grösser als unsere Vorstellungskraft. Du kannst so viel mehr tun. Und Herr, wir sprechen deinen Namen über jede Situation aus, über jedem Leiden, über jede Krankheit. Herr, du bist grösser, du bist stärker und du hast den Sieg errungen am Kreuz. Herr, wir danken dir, dass du eingreifst, dass du bei jeder Person das gibst, was sie braucht, Herr. Aber Herr, wir wollen deinen Namen hoch erheben, wir wollen dich loben und preisen. Du bist der, dem wo alle Macht gegeben ist. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen hier in Silberen. Wenn du zum ersten Mal da bist, dann möchten wir dich ganz speziell begrüßen. Und zwar haben wir so ein Welcome Package für dich. Wenn du das noch nicht bekommen hast, geh doch im Anschluss vom Gottesdienst gerade hier im Foyer noch an Connect Desk. Dort sind Menschen, die dir gerne Informationen über unsere Kirche geben, dich willkommen heissen. Und du findest hier innen auch noch einen Gutschein für unser Mittagessen. Genau. Dann haben wir schon in 2 Wochen ganz ein cooles Event, das auf uns zukommt. Und zwar ist das ein Event für die ganze Familie. Und zwar möchten wir am 31. Oktober eine Movie Night veranstalten. Und die Movie Night, die ist bewusst als Alternative zu Halloween gedacht. Wir möchten hier in Silber ein Zeichen setzen, wie wir es auch schon im vergangenen Jahr gemacht haben, und möchten ein Alternativprogramm bieten, wo Kinder, ihre Kollegen und Freunde aus Schule und so weiter einladen können. Es wird mit einem Nachtessen starten. Für die Eltern gibt es auch ein Programm, wo sie connecten können. Und nachher gibt es altersgerecht Filme, die man schauen kann. Natürlich mit Süßigkeiten, es wird Glasse geben mit Toppings. Mega lässig. Darum, alle Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Ladet auch Freunde und Bekannte ein. Es ist so eine gute Möglichkeit, auch Silberen mal in einer lockeren Atmosphäre zu lernen. Am 31. Oktober Movie Night. Genau, und der Alex ist sich schon parat machen, weil wir dürfen uns freuen auf eine Predigt von Alex. Wir gehen weiter in unserer Serie und hören jetzt eine Predigt von Alex zum Thema Jesus und Toleranz. Ja, wir sind mitten in dieser Serie rein, was wird Jesus tun? Und das letzte Mal, als ich darüber predigt habe, war es Jesus und Sex gewesen. Und heute ist Jesus und Toleranz.
Und es sind beides so ein bisschen brenzlige, umstrittene Themen. Und vorgestern habe ich am Luca gesagt, du, hast du das absichtlich gemacht, mich so einzuteilen? Und er hat gesagt, nein, weißt du, das ist irgendwie im Zusammenverbund mit dem Buch Heck, ist das entstanden. Genau. Ich glaube mir jetzt das mal so. Jesus und Toleranz. Meine Frage an dich ist Jesus tolerant gewesen? Wer würde sagen, Jesus war tolerant gewesen? Okay. Wer würde sagen, Jesus ist nicht tolerant gewesen? Ja, etwas so fast 50-50, hä? Ist ja immer die Frage, was heisst denn Toleranz, oder? Und Jesus war ja ein Freund von den Zöllnern, Prostituierten, Säufer, das haben die Pharisäer gesagt. Und gleichzeitig ist er gerade auf die Frommen los und hat seinen Senkel eingestellt und hat gesagt, ihr seid so verpeilt. Ihr denkt so falsch. Toleranz, das klingt ja total modern, offen und friedlich. Und gleichzeitig ist es das meist missverstandene Wort der heutigen Zeit. Was versteht die Gesellschaft unter Toleranz? Und jeder darf alles und keiner darf etwas dagegen sagen. Ich muss alles gut heißen, was andere tun oder glauben. Ich bin tolerant, solange ich etwas anderes sage. Und das bedeutet, dass wir erst dann miteinander auskommen, wenn jeder zugibt, dass alles relativ ist. Oder Toleranz, das ist das Neue oder einzig Absolute. Oder wir können auch sagen, Toleranz ist das einzige moralisch Absolut, was es noch gibt. Weil, wenn ich sage, ich bin richtig und du bist falsch, dann tun wir ja irgendwo exkludieren, oder? Dann sind wir irgendwo intolerant. Und Toleranz gibt es auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Technik. Ich habe so ein Gerät mitgenommen, für all die technisch bewandert sind, wissen, was das ist. Ein Mikrometer, der kann auf ein Tausendstel Millimeter messen, oder? Kann ich gar nicht nachmessen, wie viel das ist. Und sobald das Teil nicht in der Toleranz innen ist, dann wird es vorgeschmissen. Und so erleben wir auch Toleranz in der Gesellschaft innen. Wenn du gleicher Meinung bist, dann ist gut, dann gehörst du zu uns. Aber wenn du etwas anderes glaubst und eine andere Meinung bist, dann wirst du einfach weggeworfen, ausgeschmissen, bist intolerant, gehörst nicht dazu. Toleranz heute ist nur miteinander ausgekommen, wenn jeder zugibt, dass alles relativ ist. Wie fühlt sich das an? So lange tolerant, bis man anderer Meinung ist. Was ist denn die Alternative? Wie hast du das auch schon erlebt, dass jemand so klar überzeugt ist von seinem Standpunkt, von seiner Meinung? Oder wir haben das in der Corona-Zeit. Gerade letztes Jahr hatte ich eine Diskussion über Israel und mir war es unwohl gewesen, weil ich gemerkt habe, ich kann gar nichts dagegen sagen. Ich bin schon von Anfang an falsch, weil ich ein bisschen eine andere Meinung habe. Kennst du das? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich irgendwie nicht besser an, wenn ich nicht gleich glaube wie du, oder bin ich auch out? Werde ich auch rausgeschmissen? Werde ich auch ausgegrenzt? Die Welt sagt, wir müssen tolerant sein, solange wir gleich ticken, denken und glauben wie sie. Und die Frage ist, was sagt das Evangelium? Oder im Korintherbrief, wo der Paulus geschrieben hat, bringt Paulus ein Prinzip, das weit über Toleranz ausgeht, wo besser ist als jede Toleranz. Und wir möchten das miteinander anschauen, weil das moderne Wort Toleranz beschreibt sehr gut ein sehr konkretes Problem, das die ersten Christen in Korinth hatten. 1. Korinther 8, 1-13 wird das ganze Problem schön umrissen. Und es fängt mit dem an, was aber das Götzenopferfleisch betrifft. Genau. Und das ist so darum gegangen, oder? In Korinth haben sie das Problem gehabt. Sie haben gesagt, da wird Essen
der Gottheiten geopfert. Und da hat es Leute gehabt, die gesagt haben, du darfst das nicht essen, das ist falsch, das ist geweiht, das ist gesegnet irgendeiner Gottheit. Und das Problem war, dass das Fleisch oder das Essen auf dem Markt, das ist vorher den Götzen geopfert worden ist, bevor man es kaufen konnte. Und da hat es Leute gehabt, die gesagt haben, das ist kein Problem. Oder? Das sind ja nur Götzen. Wir wissen, es gibt einen lebendigen Gott. Und da steht dann auch im 1. Korinther 8,4 steht dann, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft. So wissen wir, ist doch logisch, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Und jetzt aber auch wieder andere gehabt, die früher noch dieser Gottheiten gewidmet sind, die unter dieser Gefangenschaft von diesen verschiedenen religiösen Praktiken gestanden sind. Und haben gesagt, wir möchten gar nichts zu tun haben mit dem. Oder Jesus hat uns befreit, wir sind neu frei und möchten nichts, aber gar nichts mit diesen Gottheiten zu tun haben. Und darum ist es falsch. Und andere haben gesagt, wir sind so gewohnt am Essen, an dem Essen von dem Fleisch, wo geopfert worden ist, diesen Götzen, diesen Gottheiten, dass wir wieder eingefallen sind, dass sie das gegessen haben aus Gewohnheit. Und im Nachhinein haben sie gemerkt, hey Scheibe, jetzt esse ich das Fleisch, das geopfert worden ist, nicht mit dem lebendigen Gott, sondern irgendeinem Götzen und haben sich total schlecht gefühlt. Haben gefühlt, Jesus, ich habe gesündigt gegen dich. Götzenopferfleisch. Vielleicht fängt es so ein bei dir an rattern und du denkst, ja, aber Götzenopferfleisch. Wenn das das Problem ist, wird Vegetarier. Problem solved. Oder? Interessant ist, wenn wir so in den Urtext hineingehen, es geht die ganze Zeit um Essen. Essen, wo fremde Gottheiten geopfert worden ist. Und nur ganz am Schluss sagt der Paulus, hey, wenn das ein Problem ist, wenn jemand wegen dem, was ich in meiner Freiheit mache, in seinem Glauben ein Problem hat, dann verzichte ich auf Fleisch, sagt er. Dann werde ich halt Vegetarier. Oder? Aber die ganze Zeit, wo das Thema geschildert wird, geht es um Essen und nicht um Fleisch. Also das Rüebli ist auch ein Problem. Über den Konflikt, was jetzt richtig ist, bildet sich zwei Gruppen. Und der Paulus nennt sie die Starken und die Schwachen. Und ich möchte mit euch das anschauen. Die Starken, die haben Überzeugung gehabt, und da steht im Vers 1 die Überzeugung, dass sie gesagt haben, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Sie haben gesagt, tun doch nicht so blöd. Ein Götz ist es nicht. Wir haben den lebendigen Gott und egal was wir essen und trinken und tun, wir gehören Jesus. Und er hat gesagt, wir lassen uns sicher nicht unter irgendwelche Essenszwänge stellen. Jesus Christus hat uns befreit. Und ich lasse mir auch das saftige Steak nicht entgehen, weil ich bin frei. Und sie hat gesagt, wir wissen, dass wir richtig liegen und dass ihr falsch liegt. Gell, Paulus, das ist richtig, wir liegen richtig. Und dann hat es noch die Schwachen gegeben, Vers 10 bis 12, dort heißt denn, wenn jemand dich aber, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt, oder auch Schwestern, und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Oder heutiger Sprachgebrauch über schlechtes oder schwaches Gewissen würde mir sagen, jemand, der ein schwaches Gewissen hat, der macht, was er will. Oder? Der stört es nicht, wenn er jemanden verletzt, weil sein Gewissen schwach ist. Aber interessant ist, dass der Paulus etwas ganz anderes sagt. Oder? Er sagt genau das Gegenteil. Und besser übersetzt wäre ein empfindliches Gewissen. Das kann ich nicht essen.
das kann ich nicht schauen. Der Film, den du schaust, das tut mir nicht gut. Das ist mehr ein schlechtes Gewissen. Und ich bin in Mexiko 3 Monate und dort war unter Christen verpönt, Alkohol zu trinken. Weil sie gesagt haben, es ist so ein riesiges Problem, dass Männer all ihr Geld versaufen und die Familie lebt in Armut. Und wir möchten gerne einen Standpunkt setzen, dass wir keinen Alkohol trinken. Und auch wenn jemand zum Glauben kommt und ein Alkoholiker war, ist ganz klar, das ist ein safe place. Da trinken wir keinen Alkohol. Ein Mensch mit einem schwachen Gewissen kann jemand sein, der eben sagt, hey, ich kann den Film nicht schauen, es tut mir nicht gut. Ein Mensch mit einem schwachen Gewissen kann aber auch jemand sein, der so im Perfektionismus ist und sagt, ich muss alles richtig machen. Ich muss es richtig machen. Das ist richtig und das ist falsch. Ein Mensch mit einem schwachen Gewissen kann jemand auch sein, der nicht im Graubereich denkt, sondern schwarz-weiß. Das ist richtig, das ist christlich, das ist nicht christlich. Das hat Gott gern, das hat Gott nicht gern. Jemand im schwachen Gewissen ist vielleicht auch jemand, der so die Zweideutigkeiten nicht gern hat und auch keine Toleranz hat. Der vielleicht auch in einem hohen Maß sich selber bewertet und auch andere bewertet. Oder sind es gute Christen, sind es nicht gute Christen? Und jemand mit einem schwachen Gewissen ist vielleicht auch jemand, der eher ängstlich ist. Mache ich es richtig? Hat Gott Freude an mir? Und was ist jetzt die Antwort von Paulus, der Schwache und der Starke? Und er sagt, die haben es beide nicht begriffen. Ich lege beide total falsch. Seine Antwort, Vers 2 heißt: Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, was man erkennen soll. Oder Erkenntnis, Wissen, das bläht auf, das macht überheblich. Und es ist die Liebe, die Veränderung schenkt. Es ist die Liebe, die aufbaut. Es ist die Liebe, die Veränderung schenkt. Und das, was das genau heisst, das erklärt uns der Paulus in Römer 14 und 15. Römer 14,1 heißt: Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Was für ein guter Vers. Wenn die Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Und in vielen Übersetzungen, vielleicht hast du deine Bibel offen, ist etwas Gutes, deine Bibel mitzunehmen. In ganz vielen Bibeln und Übersetzungen, in deutschen Übersetzungen steht, nehmt einander an. Und manchmal kann man das so ein bisschen missverstehen im Sinne von, ja, musst halt einfach jeden annehmen, oder? Egal. Hauptsache, er hat eine Meinung. Und jeder darf so sein, wie er ist. Nimm einfach den anderen an. Aber wenn wir genau anschauen, oder? Das klingt so sehr modern, aber wenn wir genau in die Bibel anschauen, geht es nicht um Duldung, oder? Das wäre ein falsches Verständnis, einfach den anderen zu dulden. Sondern die ursprüngliche Bedeutung geht noch viel, viel tiefer. Und besser übersetzt Elberfelder Übersetzung und sagt nicht einfach, nehmt einander an, sondern nehmt einander auf. Das schwingt so Beziehung mit. Es ist nicht einfach nur so einander annehmen. Und das gleiche Wort wie in Römer 14,1 nehmt auf, steht dann auch in Römer 15,7, wo es heißt: Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und beides ist genau das gleiche Wort. Und beides, und jetzt wird es ein bisschen tief, wir gehen ja, die Bibel ist schon tief, aber wir gehen jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe hinein. Beides steht, nehmt einander auf. Und beides steht, und jetzt die gerne Sprache haben, die werden es lieben, andere vielleicht ein bisschen weniger. Beides steht im Imperativ-Medium. Okay? Imperativ, das haben wir gelernt in der Schule, ist Befehlsform, oder? Mach das. Nimm auf, oder? Und Medium, das kennen wir gar nicht im deutschen Sprachgebrauch. Wir haben passiv, oder? Lasst euch aufnehmen, wäre zum Beispiel das eine. Aktiv wäre nimm auf, nimm an.
Und das Medium ist, wie wir es jetzt hier in der Hand oder? Nennt einander auf. Oder die Betonung von dem einander aufnehmen im Medium ist die Handlung von dem Wort nimmt wie einen Rückfluss aufs Subjekt. Das Subjekt bin ich ja, oder? Es geht ja darum, ich soll einander oder den anderen aufnehmen. Und wenn wir vielleicht noch ein anderes Beispiel nehmen, um es ein bisschen zu verstehen, was heisst Rückwirkung aufs Subjekt? Ich habe gesagt, es geht tief. Oder? Wenn man zum Beispiel sagt, ich wasche mich, das ist auch eine Art von Medium. Es ist etwas, wo ich tue, aber eine Auswirkung hat auf mich, oder? Ich handle aktiv, aber nicht distanziert. Ich mache etwas, wo eine Rückwirkung hat auf mich, wo einen Einfluss hat auf mein Handeln, auf mein Leben. Und das passt super gut zum Römer 15,7. Ihr merkt, ich bin begeistert. Sind ihr das auch? Ja, oder? Wir lernen etwas Spannendes. Und jetzt steht, in Römer 15,7 steht, deshalb nehmt einander auf, eben das Medium, imperativ Medium, wo einen Einfluss hat auf mich, meine Handlung, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zur Gottes Herrlichkeit. Und das, was Jesus gemacht hat, ist nicht einfach oberflächlich. Ist nicht einfach so ein, wir nehmen jetzt den Urs auch an, sondern es hat einen tiefen Impact gehabt in sein Leben hinein. Es hat ihn alles gekostet am Kreuz, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Es hat einen Einfluss gehabt auf Beziehung. Es ist etwas nicht Oberflächliches, sondern persönlich, herzlich, verbindlich. Und das Medium betont eine gegenseitige Beziehung und innere Beteiligung. Gegenseitige Beziehung und innere Beteiligung. Nennt, und wir können es auch vielleicht anders formulieren, nennt den Schwachen in eurer Mitte auf, als einen, der zu euch gehört. Das ist mehr als einfach annehmen. Nennt den Schwachen in eurer Mitte auf, als einen, der zu euch gehört. Und das ist so der erste Punkt, einander aufnehmen, indem ich mich auf den anderen einlasse. Indem ich Beziehung suche. Indem ich mehr möchte vom anderen, als einfach nur Ausgrenzung und Überheblichkeit, sondern ich suche Beziehung. Und Römer 15,1 heisst, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Und auch da wieder, ertragen nicht im Sinn von aushalten, sondern im Sinn von, wieso hat er immer noch nicht begriffen, dass wenn wir gemeinsam miteinander beten, dass wir dann Amen rufen und Halleluja und mitgehen im Gebet und nicht einfach nur still sind. Oder? Vielleicht hast du das auch schon gedacht, ich weiß es nicht. Es geht darum, nicht einfach nur zu ertragen, sondern es geht darum, den anderen wirklich effektiv zu tragen und nicht einfach nur auszuhalten. Oder? Es geht nicht einfach nur um das Aushalten, sondern eigentlich würde das, wenn wir es genau anschauen, darum gehen, dass ich mich unter den anderen begib und ihn trage. Mich unter den anderen stelle, unter seine Schwachheit stelle und sage, ich helfe dir zu tragen. Und das ist der zweite Punkt. Statt Ausgrenzung oder Abgrenzung geht es darum, den anderen zu tragen, zu ertragen. Ja, heisst das jetzt, ich muss mich unter seine Schwachheit stellen? Heisst das jetzt, ich muss genau gleich denken wie er? Heisst das jetzt, ich muss genau die gleiche Überzeugungen haben, oder? Was ist denn mit der Wahrheit? Was ist denn mit der ganzen Gender-Thematik? Was ist denn mit der ganzen Israel-Thematik? Oder auch Corona? Oder dass alle Religionen gleich sind, wie die einen meinen? Darf man dann nichts mehr sagen? Wie kann der andere träge sein? Oder wie kannst du den anderen tragen, wenn du selber schwach bist? Eben.
Es braucht deine Kraft, es braucht deine Stärke. Es geht nicht darum, gleich schwach zu sein. Es geht nicht darum, die Wahrheiten zu verzehren. Es geht nicht darum, die gleichen Fehler zu machen. Es geht auch nicht darum, seltsam zu werden oder komisch zu werden. Oder? Es geht darum, dass wir unsere Kraft haben. Und ich glaube, ich eigentlich wollte das ein bisschen illustrieren mit eines von meinen Kindern. Und jetzt ist es nicht da. Und zwar das Leichtere. Und ein von meinen Kindern sind da, aber der ist einfach halt so schwer, dass ich nicht sicher bin, ob ich ihn wirklich tragen kann. Und darum illustriere ich das jetzt einfach mit einem Teddy. Das ist mein heißgeliebter Teddy, den habe ich bekommen, als ich 10 war. Den gibt es immer noch. Oder? Und es geht wirklich darum, effektiv mich unter den anderen zu stellen. Also das hätte ich jetzt mit meinen Kindern gemacht. Vielleicht ist das auch gut so. Es geht effektiv darum, nicht überheblich zu sein, nicht auszugrenzen, nicht meine Stärke zur Schau stellen und sagen, ich weiss es besser wie du und ich habe Recht und du hast nicht Recht. Sondern es geht darum, unter vielleicht auch die Ohnmacht, die Schwäche vom anderen zu stellen und mich drunter zu stellen und den anderen effektiv zu tragen. Das ist die Meinung. Ich schaue jetzt dazu, ob ihr zuhört. Aber ihr hört zu. Wie ist denn das möglich? Wie können wir denn den anderen tragen, indem wir gleich stark bleiben? Und der erste Punkt ist, es braucht eine inhaltliche Bewertung. Eine inhaltliche, intellektuelle Bewertung, wo ich zum Schluss komme, was meine Meinung ist. Wenn du nicht weißt, was deine Meinung ist und einfach nachmachst, was die anderen machen, dann bist du nicht stark, sondern dann bist du einfach einer, der nachmacht. Oder? Wo steht der andere? Wo ist er vielleicht auch schwach? Wo ist er vielleicht auch unreif? Wo gibt es vielleicht einen Denkfehler? Und ich glaube, eben, oft haben wir gar keine eigene Überzeugung, sondern machen einfach irgendetwas. Aber ich glaube, es braucht das, dass ich wie für mich mal überlege, was glaubt denn ich? Was ist denn meine Überzeugung? Und manchmal hilft das auch, wenn mir jemand widerspricht, zu sagen, plappere ich einfach nach? Oder ist es wirklich eine Überzeugung, wo ich so erleben kann, dahinter stehen und sagen, hey, das ist meine Stärke? Und nach dieser inhaltlichen Bewertung, und da geht es nicht darum, zu bewerten von seinem Glauben, von seinem Wert, wer er ist, sondern es geht wirklich nur um den Inhalt. Nach dieser inhaltlichen Bewertung, und ich meine, vielleicht liegt der andere falsch, vielleicht liege auch ich falsch, kommt der zweite Punkt. Und der zweite Punkt ist, statt der Überheblichkeit, dem Ausschluss, der Ausgrenzung, mich persönlich auf die Schwachheit vom anderen einzulassen. Das heisst, nicht gleich zu werden. Oder Römer 15,1 heisst, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Oder ich suche beim Tragen, suche ich Beziehung vom anderen, indem ich mich auf den anderen einlasse. Und alles tue, um zu verstehen, woher der andere kommt. Was sind seine Überzeugungen? Wie kommt er zu dieser Meinung? Und vielleicht auch, dass ich sage, hey, wo sind vielleicht sogar Vorteile von dieser Überzeugung? Wo bin ich vielleicht sogar falsch? Wo gibt es vielleicht auch einen anderen Sichtwinkel? Wieso kommt er von dieser Seite? Vielleicht hat es auch eine Geschichte. Vielleicht hat es auch einen Zusammenhang mit, wie er zum Glauben gekommen ist. Und dann auch zu überlegen, bin ich bereit, meinen Lebensstil anzupassen? Und ich habe immer wieder auch gesagt, in den Diskussionen mit anderen, ich finde es nicht gut, wie schnell Eltern gehen arbeiten und ihre Kinder in die Kita tun. Und das kann sehr überheblich tönen. Das kann sehr von so oben runter tönen, gerade für jemanden, der alleinerziehend ist. Und viel besser als einfach nur so ein Statement ist zu sagen, wie kann ich die andere Person tragen? Und meine Frau hat dann mal angefangen mit einem Mittagstisch von 2,
wo die Mutter alleinerziehend ist und hat müssen arbeiten gehen. Und jetzt haben sie über ein Jahr oder 2 haben sie können bei uns essen. Und am Anfang habe ich es nicht so toll gefunden, bis ich verstanden habe, um was es geht. Es geht darum, in unserer Stärke die anderen zu tragen. Wo bin ich bereit, mich auf den anderen einzulassen und ihn nicht auszuschliessen? Und das perfekte Beispiel haben wir ja jetzt auch 1. Korinther 8, 1-13, wo es um das Götzenopferfleisch geht. Darf man es essen, darf man es nicht essen? Und eigentlich, wenn man so überlegt, oder, die Starken sagen, hey, ist ja kein Problem. Aber wenn man sich so überlegt, wenn du ein Leben lang an die Götter geglaubt hast, ein Leben lang unter dieser Fuchtel hast müssen leben, unter dieser Gefangenschaft leben, unter dieser Angst müssen leben, ist es doch nichts als selbstverständlich zu sagen, ich will nichts mit dem zu tun haben. Fahr mal ab mit dem. Alles, was in die Nähe kommt, von irgendwelchen Göttern anbeten, fahr ab. Und man könnte sagen, hey, ich finde es sogar gut, dass du so einen klaren Bruch vollziehst. Auch wenn es vielleicht einen Denkfehler hat. Aber trotzdem, es ist konsequent. Und der Paulus sagt sogar, ich bin sogar bereit, auf mein T-Bone Steak zu verzichten. Weil ich nicht möchte, dass jemand vom Glauben abkommt, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat, dass jemand irgendwo etwas macht, wo ihm nicht gut tut. Und es ist so wichtig, dass wir einen Beziehungsraum schaffen, dass wir sagen, oder Tragen hat mit Nähe zu tun, hat mit Beziehung zu tun. Dass wir sagen, hey, was kann ich alles tun, um dich zu unterstützen? Und manchmal ist Ertragen hat auch etwas zu tun mit Tempo, wie Gott Menschen verändert. Ich mag mich erinnern, in meiner Jugendzeit hat einer Jesus kennengelernt, ist umgekehrt zu ihm und hat teure Autos gehabt, schnelle und teure Autos. Ich habe es geliebt, Rückbanken sitzen und massiert werden von einem riesengroßen Bass, den es hinten drin hat. Und jetzt ist niemand gekommen und hat gesagt, jetzt, wo du gläubig bist, verkauf das Auto. Das gehört sich nicht als Christ, dass man teure Autos hat und auch viel Zeit und Geld investiert in schnelle Autos. Niemand gesagt. Und nach einer Weile, vielleicht sind es auch ein paar Jahre gewesen, ich weiß gar nicht, kommt und sagt, ich habe mein Auto verkauft. Und dann, wieso? Ist doch so ein schönes Auto. Und er hat gesagt, ja, ich brauche es nicht. Ich habe wie realisiert durch den Geist von Gott, dass ich das nicht brauche, dass ich erfüllt sein mit anderen Sachen. Und ich glaube, wir müssen darauf achten, was ist der Heilige Geist am tun. Nicht nur bei Nichtgläubigen, wo es vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, sondern auch jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Was ist dran? Wo geht es darum zu tragen, statt einfach die Meinungen auszutauschen? Vers 8 steht, Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Oder schwache Gewissen denkt, ich kann nur durch mein Verhalten besser werden. Und ein schwacher Glaube bedeutet ja nicht einfach nur, ich glaube an Jesus oder glaube nicht, sondern ich glaube, ein schwacher Glaube hat zu tun mit, ich habe Bedeutung von der Rechtfertigung allein durch Glauben nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was es heisst, dass ich durch Jesus Christus gerechtfertigt worden bin. Und ich glaube, weißt du, was die geistliche Schwachheit ist oder was auch Intoleranz fördert? Dass wir nicht verstanden haben, dass wir von Gott angenommen sind, gerechtfertigt, voll okay, nichts müssen beweisen. Oder jede Religion sagt, du musst dich bemühen. Oder deine Taten, die du tust, die rechtfertigen dich. Du musst in Ordnung sein, dass Gott dich annimmt. Oder Buddhas letzte Worte waren, strebe ohne Unterlass. Gib dir Mühe. Wird besser. Und das Evangelium sagt, dieses gute Verhältnis zu Gott ist unabhängig von deinen Taten.
Unabhängig von dem, was du glaubst. Ob du richtig glaubst oder falsch glaubst. Ob du etwas richtig verstanden hast oder nicht. Es ist nicht abhängig von deiner Leistung. Es ist abhängig von der Leistung von Jesus Christus. Andere Religionen, du bist entweder eine gute Person oder eine schlechte Person. Du bist entweder sündig oder heilig. Du bist entweder gut oder schlecht. Du bist entweder moralisch oder unmoralisch. Aber du bist nie beides. Und das Evangelium sagt ganz etwas anderes. Wir sind heilig wegen Jesus. Auch wenn wir immer wieder hingehen und Sachen falsch machen. Gott möchte, dass wir ein moralisches Leben führen. Aber wir sind nicht angenommen wegen dem. Wir sind nicht von ihm geliebt wegen dem. Es ist nicht so, dass er nur sich freut, dich zu sehen, wenn du gut machst, wenn du richtig glaubst, wenn du in der Diskussion die richtigen Argumente geführt hast und nicht gesagt hast, was in der Bibel steht. Nein, angenommen bist du allein, weil er dich liebt, weil er am Kreuz für dich gestorben ist. Und du bist sein Sohn, seine Tochter. Und ich glaube, Gläubige, die das verstanden haben, sind Menschen, die damit rechnen, dass andere besser sind wie sie. Dass andere die besseren Argumente haben. Dass andere vielleicht sogar moralisch besser leben. Dass andere weiser sind. Dass andere einen besseren Lebensstil führen. Du musst dich nicht beweisen. Oder? Weißt du wieso? Weil Gott dich angenommen hat. Du musst nicht lieber freundlicher sein, um errettet zu sein. Und das ist der dritte Punkt, wo ich euch mitgeben möchte. Ich muss nicht besser sein oder Recht haben. Und das schenkt eine extreme auch beziehungsmäßige Toleranz, sage ich jetzt mal. Ich muss nicht im Recht sein. Ich muss nicht mich besser fühlen. Ich muss Diskussion nicht gewinnen. Ich kann mit tiefem Respekt in eine Diskussion eingehen, auch wenn ich es anders sehe. Ich muss nicht die Macht von der Negativbewertung haben, dass ich den anderen abkanzeln kann. Ich muss mich nicht beweisen. Ich muss nicht irgendetwas darstellen. Ich bin bereits angenommen. Und das gibt so eine Befreiung in der Diskussion hinein. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen auf Jesus hinweisen. Aber es geht in erster Linie darum, oder Erkenntnis bläht auf. Liebe, das ist das, was aufbaut. Es ist auch so, dass Jesus Christus uns gegenüber tolerant sich verhalten hat. Und das zeigt sich in der Geschichte von Jesus mit der Frau am Brunnen. Oder? Da kommt Jesus an den Brunnen auf der Frau in Samaria, sich Wasser schöpfen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und statt Ausgrenzung nimmt er sie auf in eine Beziehung hinein. Oder es ist eigentlich ein dreifaches No-Go. Er ist ein Mann, sie eine Frau. Er ist ein Jude, sie ist eine Samaritanerin. Er ist ein Rabbi, ein Lehrer, ein respektierter Lehrer und sie ist eine Ehebrecherin. Ein absolutes No-Go. Und er nimmt sie trotzdem auf, geht auf sie ein, fängt das Gespräch an und sagt, hey, ich habe sogar müssen da ankommen. Allein wegen dir. Gott hat mich da angeschickt, um dir zu begegnen. Nicht, um dich bloßzustellen. Und das ist der zweite Punkt, statt Ausgrenzung hat er seine Schwächen getragen. Oder? Indem er das Schwache hat er angesprochen, aber nicht bloßgestellt. Oder gewartet, bis sie ein besserer Mensch geworden ist. Sondern ist für sie da gewesen. Und er hat sich auch hilfsbedürftig gemacht. Er hat gesagt, ich habe Durst. Er hat sich unter sie gestellt, indem er aufgezeigt hat, wer Gott ist. Aber er hat sich auch hilfsbedürftig gemacht und hat gesagt, ich brauche auch Hilfe von dir. Er hat Raum geschaffen, dass sie Gott annehmen, sie heil werden. Und dann der dritte Punkt sagt sie, Jesus hat mir mitten ins Gesicht gesagt, was ich alles gemacht habe. Wer sagt so etwas, wo sich schämt für sein Leben? Niemand. Und sie hat das realisiert. Ich muss nicht besser sein, damit Gott mich annimmt. Und ich möchte euch noch eine ermutigende Story so zum Schluss geben von Silber am Meer.
Wir sind ja zurückgekommen vor einer Woche. Und da hat es ein Pärchen gehabt, die gesagt haben, ja, wir sind ja die Aussenseiter. Weil wir ja nicht so glauben wie ihr. Weil wir halt nicht an Jesus glauben, so wie ihr. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du das denn auch so empfunden? Und dann hat sie gesagt, nein. Ich bin angenommen worden. Ich fühle mich wohl in dieser Gruppe. Und genau um das geht es, Kirche. Dass wir nicht einfach nur da sind, zum Recht zu haben, sagen, was richtig oder falsch ist, sondern zum Menschen aufzunehmen, zum Menschen zu tragen. Immer im Wissen, wir müssen nichts beweisen. Wir sind angenommen. Und ich wünsche mir das, dass wir eine Kirche sein können, die für Menschen ist. Eine Kirche sein, die Menschen tragen, ihren Schwächen, vielleicht auch Ohnmacht, vielleicht auch mit Denkfehlern. Und nicht irgendwo überheblich wirken und sagen, was alles falsch ist. Die Welt sagt, du musst tolerant sein, aber auf unsere Art und Weise. Und das Evangelium sagt in Vers 1, die Erkenntnis, die bleibt auf. Aber die Liebe, die sich einsetzt für andere, die baut auf. Und meine Frage an dich ist, mit welcher Person bist du uneins? Da in der Gemeinde, vielleicht auch in deinem Umfeld. Und dann geh auf die Person zu und such Beziehung. Statt Argumente zu gewinnen, statt Diskussionen, statt vermeintliche Schwachheiten auszustellen und zu sagen, das und das ist nicht gut. Den anderen zu tragen. Völlig bereit sein, von auch dieser Person zu lernen. Völlig bereit sein, zu schauen, was möchte der Heilige Geist tun. Völlig bereit sein, auch zu unterstützen. Vielleicht sogar meine Lebensform anzupassen. Auf etwas zu verzichten, etwas nicht zu sagen, weil es nicht gut tut. Immer mit dem Fokus, den anderen zu stärken. Immer im Fokus, den anderen zu tragen. Immer im Fokus, den anderen zu Jesus zu bringen. Und dann, drittens, immer im Wissen, ich muss nicht gewinnen und ich muss nicht besser sein. Amen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es vorgelebt hast in Jesus Christus. Dass du nicht gewartet hast, bis wir besser sind, sondern dass du gekommen bist in unsere Schwachheit und dass du uns getragen hast. Und dass du sogar unsere Schwachheit getragen hast am Kreuz. Und für uns am Kreuz gestorben bist. Und hilf uns, zu Menschen zu werden, die andere Menschen aufnehmen. Sie tragen immer im Wissen. Das Evangelium sagt nicht, wir müssen besser werden, zum angenommen von dir zu werden, sondern wir sind angenommen. Heiliger Geist, zeig uns auf, wo leben wir eine Toleranz, wie es die Welt lebt. Heiliger Geist, zeig uns auf, wo haben wir eine Toleranz, die überheblich wirkt. Und wo leben wir eine Toleranz, die vom Evangelium geprägt ist, die über Toleranz ausgeht. Wo dich verherrlichen tut. Amen. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu, mein König Gott,
35 sagt Jesus, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich finde, Alex hat das so treffend aufgezeigt. So oft haben wir wie zwei Fronten. Und gerade auch in der Kirche, wir haben die Starken gegen die Schwachen, wir haben links gegen rechts, wir haben konservativ gegen die Liberalen, wir haben richtig gegen falsch. Und Jesus sagt, hey, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr meine Kinder sind. Und in der Bibel werden wir ja auch Gottes Heilige genannt. Und ich finde das so ein spannendes Wort, heilig. Heilig heisst eigentlich ausgesondert, also anders. Wir sollen anders sein. Und der Alex hat gesagt, hey, wir sollen nicht Ausgrenzung leben, nicht Überheblichkeit, wir müssen nicht besser sein, wir müssen nicht Recht haben, sondern wir sollen Liebe haben zueinander. Und ich finde das so spannend. Ich habe gerade letztens wieder ein Buch gelesen über die Kirchengeschichte, weil es ist ja schon noch interessant, wie hat eine Glaubensrichtung, die so stark verfolgt worden ist, gerade in den Anfängen, können das ganze römische Reich erobern und Staatsreligion werden. Und es ist genau das gewesen. Es sind Menschen gewesen, die verstanden haben, wir sind anders. Wir wollen anders leben. Und sie haben das verinnerlicht und sie haben genau das gelebt, Liebe. Sie haben Leute aufgenommen, sie haben sich für die Schwachen eingesetzt und für die Armen. Und ich möchte uns heute Morgen noch mal genau diese Frage stellen. Hey, tragen wir einander? Lade ich mich auf schwache Personen ein oder hebe ich mich über sie drüber? Ich möchte dich fragen, was ist dein Beitrag dazu, dass wir die Liebe untereinander leben können? Wo dürfen wir unseren Lifestyle anpassen? Wo dürfen wir, so wie es der Alex erzählt hat, etwas machen, das vielleicht ein bisschen ausserhalb unserer Komfortzone liegt, um genau auf Leute zuzugehen und uns auf sie einzulassen? Und vielleicht bist du auch da und du hast gemerkt, hey, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich bin vielleicht genau jemand, der amigs rechthaberisch ist. Ich bin vielleicht jemand, der amigs ein bisschen überheblich ist. Es ist vorhin noch ein Eindruck gekommen aus Jesaja 55, wo Gott sagt, hey, sucht mich, solange ich mich noch finden lasse. Ich vergebe euch gern. Du darfst heute Morgen zu Jesus kommen und du darfst um Vergebung bitten dort, wo du das genau nicht gelebt hast. Lasst uns als Kirche, als Silbern Church das leben, dass wir anders sind. Wir sind heilig, wir sind anders, wir sind nicht gleich wie die Welt, wir sind nicht von dieser Welt. Wir möchten anders sein. Wir möchten aufeinander zugehen, wir möchten füreinander sein, wir möchten nicht gegeneinander sein oder als Kirche bekannt sein, gegen was wir alles sind, sondern wir möchten füreinander sein. Und du hast jetzt die Möglichkeit, einerseits kannst du das an deinem Platz machen, mit Gott zusammen, für dich ganz persönlich, aber du hast auf deiner rechten Seite den Ministry Corner, wo Leute da sind, die für dich beten, die mit dir anschauen und wo du das gerade noch im Gebet festigen darfst. Lasst uns an der Liebe untereinander zeigen, dass wir zu Gott gehören und dass wir seine Kinder sind. Zum Sieger
meinen Blick auf dich, den Retter. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dass deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich. Und richte meinen Blick auf dich, den Retter. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle, du lässt mich nie mehr los. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle, du lässt mich nie mehr Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle, du lässt mich niemals los. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dass deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich. Und richte meinen Blick auf dich, den Retter. Wir preisen dich, Herr. Wir legen jetzt unseren Fokus auf dich. Wir geben dir jeden Stolz. Schenk uns Demut. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mit uns an dem Ort bist, Herr. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erlebbar ist. Herr, du bist nicht nur gestorben am Kreuz, sondern du bist auferstanden für uns. Und ja, Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten in all diesen Momenten, wo wir stolz waren. Wo wir keine Demut in unserem Herzen hatten, wo wir alles andere als Liebe in unseren Herzen hatten. Wo wir versucht haben, die Leute zu drängen und nicht zu heben, Herr. Nicht aufzunehmen. Herr, ich danke dir, dass du unser Leben so verändert hast, Herr. Wir haben so viele Zeugnisse in diesem Raum. Und Herr, wir möchten jetzt dir singen, dich preisen. Weil du bist der Gott, der es verdient. Du bist der Gott, der einzige lebendige Gott, der auferstanden ist, Herr. Du bist der, der alles besiegt hat.
gab sich für uns in den Tod. Ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott, der überwand. Und er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Und er gab sich für uns in den Tod. Ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott. Und er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Und er gab sich für uns in den Tod. Ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott. Und er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Jesus, hier knie ich vor dir. Ja, hier knie ich vor dir und ich bete dich an. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du gestorben bist für uns, dass du den Weg frei gemacht hast, dass alles möglich ist durch dich, Herr. Herr, wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Danke für den Morgen und danke, dass du uns hilfst, dass wir in Liebe begegnen dürfen, dass wir nicht rechthaberisch sind, dass wir nicht auf unserem Recht beharren, sondern dass wir wirklich in Liebe miteinander umgehen, Herr. Amen. Amen. Hey, wir haben nochmal einen Eindruck gehabt, und zwar, wenn du heute Morgen da bist und du hast Gelenkschmerzen, wir glauben, dass Gott dich heute Morgen anrühren will. Geh doch jetzt oder nachher noch im Ministry vorbei und lass für dich beten. Wir glauben, dass Gott heute Morgen grosse Sachen tun möchte. Wir dürfen noch zu den Kollekten kommen. Und zwar ist heute Missionskollekte. Und die heutige Missionskollekte ist für die humanitäre Versorgung in Pakistan bestimmt. Seit einigen Jahren unterstützt die Buchek Church, aber auch wir als Silbere Church unterstützen wir die Gemeindearbeit und Gemeindegründungen in Karachi in Pakistan. Und aus einer Anfangsgründung heraus für das Kirchengebäude sind inzwischen 7 weitere Gemeindestandorte in den Slums unter den Ärmsten der Armen in Karachi entstanden. Die christliche Minderheit in Pakistan lebt aber immer noch unter prekären Bedingungen. Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, Verfolgung und Armut prägen nach wie vor ihren Alltag. Und um die akute Not zu lindern, tun wir 2-mal jährlich an Weihnachten und an Ostern Lebensmittelpäckchen an betroffene Familien verteilen. Und wie wir heute schon gehört haben, hey, wir sind dazu bestimmt, anders zu sein. Wir möchten auch zu denen schauen, wo es nicht so gut geht wie uns.
Und wenn du heute Morgen da bist, dann kannst du jetzt mit dieser Kollekte, das Team wird nachher mit Körbchen durch die Reihe gehen, kannst du einen Unterschied machen unter den Ärmsten der Armen. Du hast vor dir auf dem Stuhl einen QR-Code zum Twinten. Es gehen Körbchen durch die Reihe, wie schon gesagt. Und wir haben auch draussen im Foyer Einzahlungsschein, wo du eine Zahlung machen kannst mit dem Vermerk für Pakistan. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für alles, was du gibst. Es ist selbstverständlich freiwillig. Zusammen noch auf die nächste Woche schauen. Nächste Woche haben wir selbstverständlich auch wieder Gottesdienst hier bei uns zu den gewohnten Zeiten am 10 und am 5. Ihr seid auch wieder herzlich eingeladen, auch eure Freunde, Bekannte, Nachbarn einzuladen, dass wirklich der Name von Jesus noch in ganz vielen weiteren Leben Programm werden darf. Wenn du jetzt da bist und gerade speziell die mit den Gelenkschmerzen gehen unbedingt noch in unserem Ministry vorbei. Wir haben weiterhin offen. Oder wenn du sagst, hey, ich würde gerne mich noch segnen lassen oder bei dir sonst noch etwas aufgebrochen ist. Unser Ministry-Team ist weiterhin da und freut sich, wenn sie für dich einstehen im Gebet. Und wir haben natürlich auch heute einen sensationellen Mittag in unserem Bistro. Es gibt Rice Bowl. Kommt doch noch vorbei, deckt euch ein mit etwas zu essen und dann können wir gerade untereinander die Liebe leben im Bistro und miteinander die Beziehung pflegen. Ich wünsche euch allen Gottes grossen Segen für das Wochenende, für die nächste Woche. Habt's gut. Tschüss zusammen.